Live im Studio, live zum Mitschauen, DRS3.ch, dann später als Podcast. Schauen könnt ihr noch auf SF2, Fabian und Trecker im Studio. Wir machen das, was wir müssen machen, die Woche noch in Störung diskutieren. Absolut. Ja, wir haben ja eine sportliche Sensation gehabt diese Woche, der beste Fußballer der Welt. Der Lionel Messi hat einen Rekord aufgestellt. 5 Goal. In einem Champions-League-Spiel hat er geschossen. Barca schlägt Leverkusen 7:1. Da sind natürlich andere Sportler neidisch. Der Roger Federer. Ja gut, oder? Ich meine, die Leistung ist zwar beachtlich, oder? Aber ich mache mit meinem unglaublichen Tennis pro Satz bis 6 Games, oder? Meine Bewunderung schenke ich nur der ganzen Mannschaft für Barca. Ich habe noch nie in einem Satz 7:1 gewonnen, oder? Das ist schon extrem, oder? Nach dieser Champions League-Sensation. Messi hier, Messi da, Messi überall in den Schlagzeilen. Zum Leidwesen vom welschen Politsoziologen Jean Ziegler. Messi, wieder so ein Beispiel für die Verhunzung der französischen Sprache, wo schon mein Freund der Jean-Paul Sartre geredet hat. Messi, on dit merci, und wenn man höflich ist, merci beaucoup. Nach der Fußballüberraschung die politische. Das AKW Mühlenberg darf nur noch bis 2013 am Netz bleiben. In den Bergen, beim Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal, reibt man sich die müden Augen. Ratata. Ich finde es sowieso nicht gut, wenn so ein AKW ständig online ist. Der Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld hat hier seine Ängste und Sorgen bei Energiefragen. Ja, ohne AKW ist noch weniger Strom im Schweizer Angriffsspiel. Und überhaupt, eine Schweiz ohne AKW, muss man sich mal vorstellen, das ist der falsche Weg. Da ist der Nationalrat Christoph Mörgeli sicher. Ja, das ist doch alles hoch allein, gell? Die Linken sind doch die grössten Stromkonsumenten von allen. Mit ihren iPhones, iPads, E-Bikes, Blocks und ihrem öffentlichen Verkehr. Denen ist beim Solarzellen aufstellen das Hirn oder das, was noch übrig war, geschmolzen. Verstehen Sie? Eine Schweiz ohne AKW, das ist nur ein vorübergehender Trend. Das hört ihr schon mal wieder auf, kommentiert der Weltwochenchef Roger Köppel. Strom ist Spannung durch Widerstand. Um was geht's? Ausgerechnet die Linken legt die Wegwerfmentalität an den Tag. Die haben doch nur Angst, dass sie nicht mehr in sind. Dabei, ich trage eine Brille, auch noch dann, wenn sie schon lange nicht mehr Mode ist. Und ich strahle dabei. Punkt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.